und Herren, liebe Studierende, ich werde den verspäteten Beginn mit einem früheren Schluss kompensieren. Aber keine Sorge, ich werde Ihre Aufmerksamkeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. Ich könnte es mir eigentlich leicht machen, denn hier steht, dass ich meinen 4. Roman präsentiere. So schaut er aus, danke. Also ein bisschen was müssen Sie sich oder dürfen Sie sich schon anhören. Ursprünglich war es eine Trilogie, aber wie das halt immer so bei Trilogien ist, man wird dann zum Wiederholungstäter und es ist jetzt noch ein 4. Band gekommen. Zuerst ein kleiner Überblick, damit Sie wissen, worauf Sie sich hier einlassen. Ich möchte Ihnen ganz kurz Grundsätzliches über die fantastische Literatur sagen, weil es hier noch sehr viele Missverständnisse gibt. Eigentlich ist das die falsche Adresse, denn das müssten jene hören, die nicht da sind, damit sie Interesse für dieses Genre bekommen. Dann kommt eine Textprobe, ich würde Ihnen gerne den Prolog vorlesen und vielleicht, ich schaue dann rechtzeitig auf die Uhr, vielleicht auch noch das erste Kapitel und anschließend stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Die fantastische Erzählung, kurz auch Fantasy genannt, wird oft oder vielfach falsch interpretiert. In Wirklichkeit geht es um eine Textsorte, in die viele uns sehr bekannte und auch sehr beliebte andere Geschichten mit hineingewoben sind. Abenteuergeschichten, Märchen, Sagen. Das Besondere an der fantastischen Erzählung ist, dass man von der Annahme ausgeht, dass es nicht nur diese reale Welt gibt, sondern auch eine Fantasiewelt, die parallel zu unserer Welt existiert. Wer von uns hat sich nicht schon in so eine Fantasiewelt hineingeflüchtet, wenn ihm der Alltag einmal zu viel geworden ist? Ich nenne sie Gegenwelt und in den ersten 3 Teilen ist es so, dass jeweils ein junger Mann in diese Gegenwelt kommt, durch einen Zufall, durch ein Unglück und dort die fantastischen Abenteuer erlebt, an die ich jetzt, 15 Jahre später, mit dem 4. Band anschließe. Da es sich um eine Gegenwelt handelt, um eine Parallelwelt, in der alles gegensätzlich ist, sind auch die Titel meiner Romane entsprechend. So ist auch Refizium, wie dieser neue Roman jetzt heißt. Ursprünglich gab es ja nur den Arbeitstitel 15 Jahre danach. Nichts anderes als ein Anagramm. Und wenn Sie von hinten nach vorne lesen, dann haben Sie den Erzschurken der Geschichte, den es zu bekämpfen gibt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es war sicher nicht leicht für Sie, vom Lustigen in das Mystische umzusteigen. Wenn es Ihnen trotzdem gefallen hat, dann freue ich mich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Vorstellung seines neuesten Buches. Ja? Wer Interesse hat, möge sich mit ihm in Verbindung setzen. Er hat sicher viele Exemplare zu verkaufen, einige oder wie auch immer von Luzifer. Ich bin heute bis 20 Uhr da, Sie können sich jederzeit kontaktieren. Danke. Danke.